Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Murdered Soul Suspect. Wir sind gerade in der psychiatrischen Klinik und versuchen jetzt eigentlich herauszufinden, was da passiert ist. Ihre Schwester, es sieht aus, als ob sie verbrannt worden ist. Was passiert hier? Darf dich nicht sehen. Aber auch. Okay, sie hat sich befreien. Das ist dann von der Iris, die rechts. Nein, nein. Lauf einfach. Lauf! Lauf einfach. Geh. Lass sie in Ruhe. Yeah! Smack him! Okay, sie ist davon gekommen, ha? Lauf. 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 Oh Gott, und jetzt packt er halt nur sie. Und die Iris hat alles mit da gesehen, oder was? Ja, fuck. Okay, sie gehört sie. Nein, sie sieht sie. Ich will ihn verwünschen. Der Psycho. Es tut mir so leid. Oh, shit. Rose hat Iris das Leben gerettet, aber mit ihrem eigenen bezahlt. Der Glockenmörder jagt junge Mädchen. Also, was war's? Was hast du gesehen? Armes Mädchen. Ihre Schwester hat sie befreit, als sie kurz davor waren zu verbrennen, aber sie konnte sich nicht revanchieren. Jetzt ist sie wach, hä? Die können alle schreien. Wieso? Die anderen schon. Iris. Alles okay? Eher nicht. Wow, wow, wow. Nein. Ronan. Es ist Rose. Ist sie besessen gewesen? Sie war besessen. Ich hab dir gesagt, du sollst zurückbleiben. Ah, darum ist sie. Du gehörst hier nicht hin. Die Pfleger. Mist, ich bin erledigt. Los. Iris könnte die Antwort auf alles sein. Hilf ihr, hilf ihr. Na los, sie kommt mit. Ja, ich hab's gewusst. Ihr nehmt sie nicht mit. Geh weg, Rose. Willst du, dass die Pfleger sie mit Elektroschocks traktieren, dann bleibt sie. Willst du, dass sie in Sicherheit ist, dann kommt sie mit und suchst dir aus. Ja. Danke. Danke, Rose. Ah, sie hat es wahrscheinlich zu. Und sie hat natürlich nicht gesehen, dass die Tür offen ist. He? Perfekt. Wir müssen dort raus. Los, Pfleger. Da läutet etwas. Wieso könnt ihr nicht vorbei? Muss ich es schon mal aufmachen? Ja. Komm. Es läutet nochmal. Nimm's ab. Oh, creepy Mädchen mit Luftballon. Was ist los? Okay. Kommt, kommt. Ich schütze euch. Er sieht euch nicht, wenn ich vorne dran stehe. Okay. Sehr schön. Danke, Rose, für die Türenöffnung. Hau mal ab. Hier drüben. Schnell ins Sie ist Dunkel. recht hässlich, so wie sie aussieht. Warum werden meine schlimmsten Albträume noch schlimmer? Okay, gehen wir die Sache an. Ich dachte, ich würde das nie wiedersehen. Also, Was? was weißt du über diesen Vertrag? Nichts, Ach, komm schon. Es ergibt keinen Sinn. Er hat euch also nur gefragt, ob ihr von einem Vertrag wüsstet? Er hat nicht gefragt. Er wollte, dass ich zugeben, Aha. einen Vertrag geschlossen zu haben mit Dämonen. Dämonen? Wir haben ihm nichts getan. Er hatte keinen Grund, uns so zu jagen, wie er es getan hat. Wie er es getan hat. Er ertränkt ein Mädchen und verbrennt ein anderes? Hm. Und woher kenne ich diesen Scheiterhaufen?
Wo habe ich den Scheiterhaufen schon mal gesehen? Da ist doch einer drauf. Gala-Einladung. Oh. Im Museum. Das ist es. Okay, hör zu. Bring Iris zur Kirche. Sorg dafür, dass sie sicher ist. Ich komme später nach. Geh. Gut, komm, Iris. Okay, wir kommen ihm langsam auf die Spur. Er hat... keine Ahnung. Okay. Was zur Hölle hat die Gala im Museum mit dem Mord an Rose zu tun? Oder mit ihr im Wasser. Okay, es wird langsam hure spannend, Leute. Kommen wir durch? Ja, machen wir doch. Jetzt zuerst mal wieder das Zeug verlassen. Ist gut, ist gut. Sind wieder in der Stadt und gehen zum Museum. Das ist ja gerade da ums Eck, so wie es aussieht. Oh. Glockensymbol aus Kreide. Also ist er eigentlich, nein, ich will nicht sagen ein Guter, aber er ist einer, der besessene Leute, der von Dämonen besessene Leute rettet, obwohl die Leute noch nichts wissen. Oh hey, da sind wir ja wieder bei dem. Oh, ich kann beeinflussen. Geheimnisvoller Knall. Ich wünschte, ich hätte die Tür nicht so zugeschlagen. Das bescheuerte Fenster wird von meinem Gehalt abgezogen. Ich war nur so sauer auf diese besoffenen Arschlöcher. Was glauben die, wer ihre Kotze aufwischen muss? Penner wie die vermiesen Es war das die Frau, Geschäft. es war gar nicht er. Ich hätte die Frau nie wegfahren lassen sollen. Ich hätte die Polizei rufen müssen. Jupp. Also, dann ist Brad gar nicht gefahren. Es war Laura. Hey, Es wir haben wird die den Sache Fall zwar nicht gelöst. ungeschehen, aber er wird froh sein, nicht selbst am Steuer gesessen zu haben. Okay, wir könnten ihn noch retten. Machen wir doch. Machen wir sehr, sehr gern, weil jede befreite Seele ist eine Seele mehr in Frieden. Sagt dir SOC irgendwas? Warte. Ich habe angehalten, um zu tanken. Ihr habt mehr als nur getankt. Der Kassierer war nicht gerade begeistert davon, den Mist von deinem Kumpel Rick wegzuwischen. Du hast sogar versucht, ein Taxi zu rufen. Oh Gott. Davon weiß ich gar nichts mehr. Als der Kassierer rausgestürmt kam, seid ihr abgehauen. Mit Laura hinterm Lenkrad. Also, bin ich nicht gefahren? Ah. Oh, die ganze Nacht war ein Desaster. Es fällt mir schwer, meine Rolle in der Sache zu akzeptieren, aber wenigstens war es nicht allein meine Schuld. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke. Ja, bitte. Bist du jetzt gerettet? Yeah! Voll cool. Eine Seele mehr in Sicherheit. Wir wollen ja auch nur das erreichen, oder? Wups! Ist jetzt viel länger gegangen als ich wollte. Da kann man eh nicht durch. Crap. Aber da... Blub, blub. Und da ist das Museum. Okay. Gehen wir doch mal rein. Und schauen, was wir da Das finden. passt zur Aufklärung einer Mordserie. All diese Morde haben die Stadt in Panik versetzt. Nun führt alles hierher, zu einer Gala, die eine Zeit feiert, zu der Salem sich in einer anderen Art der Massenhysterie befand. Okay. Heute ist schon unser erster Hinweis, mit der müssen wir reden. Witch Trials. Oh. Wie heisst es? Exhibits. Also, es geht um Hexen, es geht um Exorzismus. Morgenstern haben für die Öffentlichkeit zum Verkauf. Der heutige Abend ist nur für Mitglieder. Wetter, wir finden ihn da. Vielleicht schaffe ich es ja, sie zu überreden.
Wir haben uns umsonst in Schale geworfen. Sieht so aus, ja. Da kommen wir nicht rein wegen der Mauer. Ich konnte nicht hinaus. Das Feuer war gnadenlos. Es hat in dem Fall brennt, hä? Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Versammelt euch und werdet Zeugen des gerechten Ablaufes eines Prozesses von höchst abscheulicher Natur. Nun zu euch, Goodwoman Putnam. Ihr seid des Mordes an 7 eurer eigenen Kinder angeklagt, von denen ihr behauptet, sie seien von den Mächten des Teufels geholt worden. Diese Freakshow liefert mir hoffentlich ein paar Ich habe es Antworten. nicht getan. Meine Teufelsbrut von Kind ist meine Anklägerin. Okay. Ich sagte das nur aus Güte und Schande. meine eigene Tochter mich Ich weiß, es ist nicht so schlimm wie andere Dinge hier drin. Wieso waren überall Blaulichter? Keine Ahnung. Wir sind direkt vom Abendessen aus Hier Boston. nahm ihr ihre Puppe und sie erfuhr Schmerzen im Bauch und blutete gar fürchterlich. 5 Tage lang aus ihrem Unterleib. War die Puppe oder war sie nicht der Grund für dieses Leiden? Ist mühsam, dass Das überall weiß nicht. Untertitel hat von anderen Ich habe Gesprächen. keine Hexerei angewandt. Doch sie fand die Puppe am Bauch eingeknickt und demnach ein Beweis für den auf ihr lastenden dämonischen Fluch. Mary Warren bezeugt, dasselbe gesehen zu haben, als die Mädchen mit der Puppe spielten. Die Puppe war eingeknickt. Das beweist nichts. Goody Putnam, gesteht ihr eure Schuld, eurer einzigen noch lebenden Tochter Schaden dämonischer Natur zugefügt zu haben? Ich gestehe es nicht. Und habt ihr einen dämonischen Vertrag geschlossen, durch den eure 7 anderen Kinder starben? Noch gestehe ich dies. Gesteht jetzt, Goodwoman Putnam. Gesteht und befreit eure Seele von euren gar schändlichen Verbrechen. Eher hänge ich am Strick, als Verbrechen zu gestehen, die ich nicht begangen habe. So sei es. Keine Ahnung, eben, es ist creepy da. Aber wir müssen das nächste Mal weitersuchen, liebe Leute. Es ist schon wieder Zeit, um den Part zu beenden. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir da versuchen, den Glockenmörder immer ein Stück näher zu kommen. Bis dann. Peace. Ja, wortwörtlich. Rest in peace.